and love and let live. When I forget to surrender, won't you please come? Take me by the hand and remind me that I've been set free. So all my baggage I will bring, my flaws and failures I'll bring. Precious Jesus, you set me free, yeah. And now it's time to let your love carry me, yeah. So I dance in surrender, and I lift my flawed hands high, and I praise you now and forevermore. I shout out your praises, and I lift up all that's inside of me, and thank you, 'cause I've been set free. Oh. And I hear the Father whisper in my ear, you don't have to fear. So lift your head up high, don't you cry, just put on a smile. And just remember this, the suffering only lasts a little while. So I dance in surrender, and I lift my flawed hands high, and I praise you now and forevermore. Oh, I shout out your praises, and I lift up all that's inside of me, and thank you, I thank you, 'cause I've been set free. I thank you, 'cause I've been set free. Oh, holy God, you set me free. Now I know that I'm valuable, and although I may be flawed, I know I still matter to you.
grace. Come on now. Bet you wanna sing hallelujah. Bet you said amen. Can't help but celebrate being born again. Somebody who loves you is waiting at the door. It's home sweet home here in the house of the Lord. Take a load up. You're about to find your rest. It's a crazy world out there. Got some hope right here out of the wilderness. If you need water for your soul, then you're in the right place. Doesn't matter if you're rich or poor, whoever you are, this is where we all find grace. Come on now. Bet you wanna sing hallelujah. Bet you said amen. Can't help but celebrate being born again. Somebody who loves you is waiting at the door. It's home sweet home here in the house of the Lord. Bring your heartache, bring your burden. You can lay 'em down at the door. There is no fear, you belong here. Step into the house of the Lord. Bring your heartache, bring your burden. You can lay 'em down at the door. Ain't it so clear? You belong here. Step into the house of the Lord. Hallelujah. Bet you wanna sing hallelujah. Bet you said amen. Can't help but celebrate being born again. Somebody who loves you is waiting at the door. It's home sweet home here in the house of the Lord. Bring your heartache, bring your burden. You can lay 'em down at the door. There is no fear, you belong here. Step into the house of the Lord. I find it's always the lie that is loudest. I know the one with the power is never the one who is shouting, shouting. I lean in, I know that I need to listen. Through all of the thunder you whisper. Even in doubt you are with me, with me. Like a love song that I've always known. Your word hits me deep inside my soul. When you speak, I'm found in the sound of peace. Be still. The wind and the waves bow to your will. You drown my fear with a love more real than anything, anything I feel. When you speak, when you speak, I know you're not the God of confusion. Why do I feel like I'm losing my mind every time? I can't see what you're doing. Like a love song that I've always known. Your word hits me deep inside my soul. When you speak, I'm found in the sound of peace. Be still. The wind and the waves bow to your will. You drown my fear with a love more real than anything, anything I feel. When you speak, when you speak, it's a holy melody set in heaven's perfect key. Redemption's frequency, healing me, healing me. It's the Father whispering, mercy over every need, breaking through and breaking free. Healing me, it's healing me. When you speak, when you speak, when you speak, I'm found in the sound of peace. Be still. The wind and the waves bow to your will. You drown my fear with a love more real than anything, anything I feel. When you speak,
16, so it's time to drive. Buckle up, true behind the wheel. Got my iPhone bumping like GPS locked and the map was set. Thought I had it all right till the road went left. Spinning out of control in this Coupe de Ville. Now I'm sitting shotgun, Jesus take the wheel. I don't wanna be no backseat, no backseat driver. I don't wanna navigate, won't you take it over? I don't wanna ever doubt you, I'm lost without you, love. No, I don't wanna be no backseat, no backseat driver. No backseat driver. No backseat driver. I'm putting my trust in you, putting my trust in you. It's a little bit overdue, but I'm putting my trust in you. I'm putting my trust in you, putting my trust in you. It's a little bit overdue, but I'm putting my trust in you, putting my trust in you. I'm putting my trust in you. It's a little bit overdue, but I'm putting my trust in you. It's a whole new journey, a brand new path, and I'ma fix my eyes so I won't look back. Tame this beating hard in my chest, cause everything in me wants to jump ahead. So light it up, don't let it fade. Light it up, show me the way. Light it up, Lord, just like you do. No second guessing, I'ma move with you. I don't wanna be no backseat, no backseat driver. I don't wanna navigate, Don't wanna, won't you take it over? I don't wanna ever doubt you, I'm lost without you. No, I don't wanna be no backseat, no backseat driver. No backseat driver. Won't you take it over? I don't wanna ever doubt you, I'm lost without you, love. No, I don't wanna be no backseat driver. good God Almighty, I hope you'll find me praising your name no matter what comes. I can't count the times I've called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time.
Schönen guten Nachmittag. Ich heiße euch hier alle vor Ort herzlich willkommen, aber natürlich auch die am Livestream, die irgendwo auf dieser Welt hocken und uns verfolgen und den Abschluss von unseren 58 Teenager mitverfolgen. Ihr seid vermutlich die ersten, oder wir sind einer der ersten Anlässe in der Schweiz, wo wieder mit so vielen Personen stattfinden kann. Das freut uns natürlich mega, dass das irgendwie möglich war. Gleich gilt es natürlich zu sagen, dass es uns wichtig ist, dass wir uns als Schutzkonzept halten. Das heisst, es gibt ein paar Sachen, die vielleicht anders sind als andere Jahre, wie zum Beispiel, dass wir natürlich immer noch in den Innenräumen Masken anhaben müssen. Es ist der T-Base Abschluss 2020 und 2021 von 2 Jahrgängen. Und es ist vielleicht ein bisschen wie bei der EM, wo man nicht genau weiss, was gilt jetzt. Ist es jetzt die EM 20 oder 21? Und wir haben gedacht, wir legen das zusammen. Es sind 2 Jahrgänge, die wir heute feiern und ins Zentrum rücken. Mein Name ist Christian Dübendorfer und ich darf zusammen mit der Salome Klauser, die die Predigt halten, die Teenagerarbeit leiten und wir sind angestellt in der GVC Winterthur. Wir freuen uns extrem, dass dieser wichtige Anlass endlich stattfinden kann. Der von letztes Jahr haben wir ein Auf und Ab gehabt, immer wieder neu organisiert. Und jetzt ist der Tag gekommen, wo wir erst noch mit den liebsten und engsten Personen zusammen hier feiern vor Ort und hoffentlich dann nachher noch bei einem guten Essen oder was auch immer ihr macht. Abschlüsse sind etwas Wichtiges. Man schaut aufs Vergangene zurück und kann auch freudig schauen auf das, was noch wird kommen. Abschluss jeglicher Art haben letztes Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Mir ist durch den Kopf gegangen, dass wir in der GVC eine Pensionierung haben, die irgendwie einfach nicht richtig gefeiert werden konnte. Oder ich denke da auch an viele Leiter, die ein Gymi abgeschlossen haben oder eine Lehre abgeschlossen haben und wir das wie nicht richtig abschliessen konnten. Und darum wollen wir heute so richtig feiern und unsere Teenager ins Zentrum stellen vom heutigen Gottesdienst. Um sie soll es schliesslich gehen. Wir wollen sie auch segnen, das heisst nichts anderes, als ihnen das Beste wünschen und von Gott erbitten, dass er ihnen beisteht für ihre weitere Lebensreise, für das, was noch auf sie wartet. Darum wird auch der Zeremonieteil besonders lang gehen heute, weil wir uns an Zeit nehmen für jeden einzelnen Teenie, den ihr anschauen und sehen, wo ein Abschlussgeschenk bekommt und ein Vers vorgelesen wird. Zuerst wollen wir aber ein Lied singen und steigen nach dem Lied direkt in die Predigt ein. Wir nennen das Worship bei uns und wir beten im Vertrauen auf Gott an. Und das wollen wir zusammen machen, weil wir glauben, dass Gott der gleiche ist, gestern, heute wie morgen. Und er heute noch kann etwas bewirken, Wunder wirken in deinem und meinem Leben. Ich wünsche euch viel Spass. Ihr dürft aufstehen, ihr dürft klatschen, ihr dürft auch mitsingen, wie es euch wohl ist. Ihr müsst aber natürlich nicht, wenn es euch unwohl ist, dürft ihr sehr gerne einfach hocken bleiben und das Ganze geniessen. Created us. We are the breath of God.
Es ist Sommer 2013 und ich bin mich am Parat machen für meinen ersten Berufsschultag. Ich habe gehört, KVler sagen anscheinend alles ein bisschen Tussis. Darum muss ich mich ja passend schminken. Als ich die Stege runterkomme und meine Mami mich sieht, schaut sie mich ein bisschen irritiert an und fragt mich, wieso ich dann so fest geschminkt bin. Ich bin gar nicht gross darauf eingegangen, weil ihr das jetzt erklären und sie jetzt schlussendlich dann nicht verstanden. Das hat viel zu viel Zeit gebraucht. Also habe ich kurz mein Morgen gegessen und bin auf mein Töffli gestiegen für die Schule. Und auf dem Weg mit meinem Töffli merke ich auf einmal, wie absolut uncool das ist, wenn ein 16-jähriges Mädchen mit dem Töffli in die Schule kommt. Ich habe mir also einen Plan überlegen, wie ich das umgehen kann. Ich habe also ein bisschen noch jemand anders parkiert, nicht direkt vor der Schule, und bin den Rest gelaufen in die Schule. Ich bin pünktlich in meinem Schulzimmer angekommen und habe auf den ersten Blick schon gemerkt, dass ich mit Abstand am meisten geschminkt bin. Ich, das Landei. Ich hocke an den letzten Platz an und der Unterricht startet mit dem, dass wir uns vorstellen müssen. Name, Alter und wo dass wir unsere Ausbildung machen. Zum Glück bin ich nicht gerade am ersten Platz gesessen, dann konnte ich mir noch kurz überlegen, was ich dann sage. Ich habe mich darauf vorbereitet. Okay, ich bin Salome Klauser, ich bin 16 und mache meine Lehre im Sekretariat von einer Privatschule. Dass es christlich ist, das lasse ich jetzt mal am Anfang noch weg. Es muss ja nicht gerade jeder wissen, dass ich Christ bin. Ich komme dran und ich bin ready, um meinen Satz zu sagen. Und ich sage, hallo zusammen, ich bin Salome und ich mache KV-Lehre. Die Ersten haben angefangen zu schmunzeln. Mein Lehrer hat dann vorhin auch gesagt, ja, also wir sind eine KV-Klasse, aber wo machst denn du deine Lehre? Gut, peinlich, ich habe nochmal angefangen. Also ja, eben Salome, 16 und ich mache die Ausbildung im Sekretariat von einer christlichen Privatschule. Aus lauter Nervosität habe ich es nicht hinbekommen, das zu sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Dabei habe ich doch einfach wollen, dass mich meine Schulfreunde mögen. Was machen wir nicht alles, damit wir gut ankommen? Damit wir an einen Ort ankommen und die Leute uns irgendwie von Anfang an einfach feiern. Ein bisschen mehr schminken, ein dummer Spruch mehr, als wir eigentlich würden. Ruhiger sein, als wir eigentlich sind, lauter sein. Und das alles mit dem einen Ziel, dass wir gut ankommen. Dass wir geliebt werden. Und wir haben unsere Abschlüssler am Vorbereitungstag gefragt, wie dann sie Liebe wahrnehmen. Wie werden sie geliebt und wie zeigen sie anderen Leuten, dass sie geliebt sind. Und das schauen wir uns gerade jetzt rasch an. What is love? Liebe bedeutet für mich halt akzeptiert werden, halt so wie man ist, dass man sich nicht verstellen muss. Beim Wort Liebe kommt mir in den Sinn meine Familie, weil sie einfach immer für mich da sind, egal was ich gerade machen bin. Und auch meine Freunde. Dass man zusammen Zeit verbringt und dass man ganz offen sein und sagen, was man gerade denkt und ohne irgendwie Angst haben, dass die Person etwas Falsches denken davon. Buben oder einfach Gottesliebe, dass man einfach immer sich auf ihn verlassen kann. Zuneigung und der anderen Person das Gefühl vermitteln von Akzeptanz, so wie er ist. Zum Wort Liebe kommt mir meine Familie und Freunde in den Sinn, wo ich auch viel Zeit verbringe. Und so. Ich erlebe Gottes Liebe, egal welchen Fehler das ich mache, er vergibt mir immer. Meistens erlebe ich Gottes Liebe so im Worship, da spüre ich sie am meisten, vor allem während dem Schlagzeugspielen halt. Ich erlebe Gottes Liebe eigentlich immer, gerade zum Beispiel, wenn ich negative Gedanken habe über andere oder auch über mich selber und ich dann einfach merke, wie Gott wirkt und die Gedanken wegnimmt und vielleicht sogar ins Positive umwandelt. Ich erlebe Gottes Liebe, indem ich
zu ihm bete und einfach mit jemandem über ihn austauschen. Ich erlebe Gottes Liebe im Alltag und vor allem während dem Worship. Ich würde sagen, das ist so, wenn ich so einen Frieden spüre. Oder halt, wenn er so da ist und du merkst, dass er dir hilft im Alltag. Und das ist für mich Gottes Liebe. Ich zeige jemandem, dass ich sie gerne habe, indem ich viel Zeit mit ihr verbringe, dieser Person zuhören oder halt auch in schlechteren Zeiten dort bin und indem ich sie auch sage. Dass ich mir vor allem für die andere Person Zeit nehme. Ich versuche auf ihre Bedürfnisse einzugehen und sie fragen, wie es ihr geht und was sie jetzt gerne machen will. Wenn ich Zeit mit ihr verbringe und also mit dieser Person und dann auch mit meiner Zuneigung. Also ich gebe ihr Zuneigung und ich zeige ihr einfach, dass ich sie gerne habe, indem ich sie anlache oder umarme. Für mich ist Liebe vor allem wichtig, weil es mir Halt in meinem eigenen Leben gibt und wenn ich mich allein fühle, gibt es mir das Gefühl von Geborgenheit. Zum ermutigt werden, also wenn mich jemand liebt, dann fühle ich mich auch, weil meistens ist es ja positiv und dann fühlt man sich ermutigt. Ohne Liebe wäre die Welt sehr traurig und recht schwarz und dunkel. Liebe ist für mich wichtig, weil man sich einfach wohlfühlt, wenn man eine Person hat, die einem liebt. Weil es etwas Positives ist und jeder braucht in seinem Leben Liebe, weil mit Hass wäre ja die Welt mega düster und es gäbe gar keine Hoffnung oder so Sachen. Und also eigentlich alles Positive kommt, glaube ich, von Liebe. Sachen, die gesagt wurden in dem Video, sind akzeptiert werden, wie man ist. Liebe ist bei Freunden und Familie, wo man akzeptiert wird. Zuneigung, Akzeptanz. Liebe gibt Halt, ermutigt. Dort ist Geborgenheit. Da, wo Liebe ist, fühle ich mich wohl. Ich habe mir überlegt, wo sich der Wunsch, das geliebt zu werden, immer wieder zeigt. Und das ist doch oft dann, wenn wir an einen neuen Ort kommen. Dann, wenn wir die Leute noch nicht kennen und uns eben genau wünschen, dass mich die Leute mögen. Viele von unseren Abschlüsslern sind in einer Veränderung hinein oder haben das letzte Jahr gerade durchgemacht oder ihr habt es noch vor euch. Ihr startet mit der Lehre oder 10. Schuljahr, Berufsschule, neue Klasse. Aber auch in der Kirche verändern sich Sachen. Ihr geht weg von der T-Church in die My-Church. Ihr seid nicht mehr die Ältesten, sondern jetzt die Jüngsten. Neue Kleingruppen, neue Leiter. Und vielleicht gibt es ja auch im Privaten ein paar Sachen, die sich verändern. Fest steht, wir stehen immer wieder in diesen Veränderungen. Und ich, die Veränderungen nicht so gerne habe, muss leider feststellen, dass das nicht aufhört. Auch wenn man mal irgendwo ist, es gibt nachher im Büro innen noch Veränderungen und. Und meine Geschichte am Anfang war genau das. Ein krampfhafter Versuch, dass ich ankomme. Ein krampfhafter Versuch, dass mich die Leute gerne haben. Und zwar genauso, wie ich bin. Beziehungsweise nicht ganz so, wie ich bin. Hauptsache, sie haben mich gern und ein bisschen verstellen kann ich mich ja noch. Das Wichtigste ist auf jeden Fall mal, dass sie mich mögen. Aber wenn wir die Sachen, die im Video gesagt worden sind, noch mal ein bisschen uns überlegen, dann ist das nicht echte Liebe. Sondern echte Liebe ist dort, und da sind wir uns vermutlich alle einig, wo wir so sein können, wie wir sind. Und wo wir angenommen sind, wie wir sind. Bei unseren engsten Freunden, bei der Familie oder wo auch immer das ist, wo du einfach dich kannst sein und dich geliebt fühlst. Für mich ist auch Gott so ein Ort, wo ich weiss, hey, er liebt mich immer, bedingungslos. Ich kann nichts dafür machen, dass er mich liebt. Er macht es einfach. Und in jeder Veränderung, die bevorsteht, in jeder unsicheren Situation, wo ich nicht weiss, okay, wie komme ich an, wie muss ich mich jetzt verhalten, was soll ich machen, weiss ich, dass Gottes Liebe sich nicht verändern wird, sondern er ist mit mir. Und er liebt mich immer gleich, egal was für Veränderungen ich jetzt gerade durchmache. Für mein Studium musste ich ein Buch lesen über, wie man auf der Bühne schwätzt und
wie man am besten mit Lampenfieber umgeht. Und dort ist auch gestanden, die Autorin hat gesagt, hey, tu dir selber, bevor du auf die Bühne gehst, zusprechen, dass du das kannst. Sag dir, dass du diesen Leuten allen etwas zu sagen hast und dass du die Einzige bist, die genau weiss, was sie sagen will. Sag dir, dass du das kannst. Es war kein christliches Buch, also habe ich dann noch dazugefügt und ich weiss, dass Gott mich auch auf dieser Bühne haben will. Ich weiss, dass er mich an dem Arbeitsort haben will. Dass er mit mir ist, dass er mich liebt. Ganz egal, was ich schlussendlich da vorne rauslasse. Und das gibt mir Sicherheit. Es ist nicht so, dass ich jetzt da hinten gekommen wäre und überhaupt nicht nervös gewesen wäre. Ich habe immer noch zittern beim Lippenstift auftragen. Und gleich hatte ich Sicherheit gehabt. Sicherheit, dass, auch wenn ihr mich alle schlussendlich eine dumme Zwetschge findet, Gott führt mich. Und seine Liebe verändert sich nicht. Und diese Sicherheit, die habe ich dank dem, dass er mich liebt. Und das gilt nicht nur für euch Abschlüssler, die vor so einer, oder unmittelbar vor so einer Veränderung stehen, sondern das gilt auch für uns alle. Auch für dich im Livestream. Immer wieder kommen wir in solche Situationen. Ich bin seit neuem in einem Team mit mehreren Jugendpastoren von Winterthur und die erste Sitzung ist bei mir nicht darum gegangen, dass ich gute Sachen bringe, sondern dass ich einfach mal so ein bisschen die Vibes spüre und mich denen anpasse. Dass sie mich gerne haben. Und der Wunsch, dass die Leute mich gerne haben, ist jetzt nicht einmal per se schlecht. Es wird dann einfach so ein bisschen dumm, wenn ich mich anfange zu verändern. Wenn ich mich nicht mehr so gebe, wie ich tatsächlich bin. Der Paulus schreibt im Epheserbrief: Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Und 2 Verse weiter sagt er: Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, wie wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Und der Paulus beschreibt die Liebe von Gott so schön. Er sagt, sie ist unfassbar. Sie ist der grösste Reichtum, die Erfüllung vom Leben. Wir werden sie nie fassen mit unserem Verstand. So gross ist sie, so tief geht sie. Und nur schon die Liebe können zu schnuppern, nur schon ein bisschen zu spüren, wie fest das Gott mich liebt, nur schon das Wissen zu haben, dass er mich liebt, gibt Sicherheit. Und ich glaube, wie der Paulus, das ist eine Liebe, wo wir darauf bauen können. Ich muss ihm nicht zuerst noch beweisen, dass ich echt liebenswürdig bin, dass ich echt eine Coole bin oder mich mehr schminken muss. Ich kann nichts dafür machen. Ich kann nicht die T-Church oder die My-Church mehr oder weniger feiern. Gott mehr oder weniger feiern, dass er mich mehr liebt. Er liebt einfach. Er liebt dich sogar, wenn du ihn nicht kennst. Ich meine, was für eine unendliche Liebe. Er liebt einfach, ob wir ihn jetzt feiern oder nicht. Der Paulus schreibt das, wo er im Gefängnis war. Und trotzdem sagt er, dass die Liebe der grösste Reichtum ist, die Erfüllung. Er ist zwar gegen aussen ein Gefangener, er sitzt hinter Gitter, aber wie er das schreibt, wirkt für mich, als wäre er der freiste Mensch. Frei, unabhängig, weil er weiss, wer er ist. Weil er weiss, dass er ein geliebtes Kind von Gott ist. Und wenn ich mich einmal so anschaue, dann denke ich einmal so, bei mir ist es irgendwie einmal ein bisschen umgekehrt. Irgendwie wirke ich gegen aussen mega frei. Also ich bin offensichtlich nicht hinter Gitter. Aber ich verhalte mich nicht unbedingt frei. Ich tue mich selber gefangen mit meinen Dingen. Okay, ich muss jetzt so reinpassen, weil KVler sind ja Tussis, also muss ich mich ein bisschen dem anpassen, statt einfach mich selber zu sein. Zu sein, wie ich bin. Frei zu sein durch die Liebe. Die Anerkennung der Menschen oder der Wunsch nach dieser Anerkennung hat mein Verhalten verändert. Und oft stellt sich im Nachhinein heraus, dass es eigentlich recht unnötig war, habe ich mich verstellt. Am 2. Schultag nämlich bin ich schon mit dem Töffel in die Schule und habe mich auch nicht mehr so fest geschminkt.
Ich habe jetzt, als ich da die Predigt vorbereitet habe, noch meine Mutter gefragt, ob sie sich daran erinnern mag. Und sie hat nicht mehr so recht gewusst. Und dann habe ich meine beste Freundin gefragt, die ich von dieser Berufsschule kenne. Und sie hat gesagt, oh ja, das weiss ich noch. Ich war so komisch am ersten Schultag. Wieso habe ich es versucht, jemand anders zu sein, statt einfach mich selber zu feiern, weil es Gott auch tut? Und liebe Abschlüssler, macht es besser als ich. Macht es nicht so wie ich, sondern sind, wie ihr selber seid. Gott hat ein ganz klares Ja zu der ungeschminkten Salome, zu der Töffli fahrenden Salome. Ich bin mir selber untreu geworden, weil ich mich irgendwie geschämt habe. Ich wollte lustiger, cooler, hübscher sein. Statt einfach das Wissen zu haben, dass es gut ist, wie ich bin. Gott will mich echt haben. Ohne extra Schminke. Und versteht mich nicht falsch, ihr dürft euch sehr gerne schminken, wie ihr wollt. Aber genau das ist mein Punkt. Macht es, wie ihr es wollt. Kleidet euch, wie ihr wollt und nicht so, wie es die Leute euch vorgeben, wie man jetzt halt muss. Als 16-jährige Jugendliche muss man sich jetzt halt so und so kleiden. Nein. Macht es so, wie ihr wollt. Seid ruhig oder laut, wie ihr wollt und nicht das, was von euch verlangt wird. Weil einer feiert euch, und zwar genau so, wie ihr seid. Und das, was der Paulus den Epheser geschrieben hat, das bete ich auch für euch. Dass Jesus in euch lebt. Dass ihr in seiner Liebe fest verwurzelt sein könnt und auf dieser Liebe bauen könnt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen und ich bete dafür, dass ihr die Liebe spüren dürft. Dass es nicht nur das Wissen ist im Kopf, ja, Gott liebt mich, sondern dass ihr tief im Herzen das erleben dürft, wie Gott euch liebt. Ein Ja zu euch hat, genauso wie ihr seid. Damit ihr selber auch ein Ja könnt haben zu euch. Amen. Für mich hingehen, alles für mich loslassen, alles für mich verloren, dass ich's wiederfinden kann. Du gehst alles für unsere Freundschaft, als dass ich ein Ziel habe, als dass ich es dir auf deiner Seite werde haben. Das ist deine Liebe. Das bist du, in meinem tiefsten weiss ich, das allein ist Reichtum, verbunden mit dem König, im Königshaus die Heim, das ist deine Liebe. Ich lobe dich allein. Du hast mich geschaffen, in dir zu leben, geschaffen, dir zu vertrauen, geschaffen, in deinem Licht, in deiner Heiligkeit entstehen. Du hast mich geschaffen, in dir zu leben, geschaffen,
schaffen dein Vertrauen, schaffen in deinem Licht, in deiner Heiligkeit drin steht. Das ist deine Liebe, das bist du, in meinem tiefsten weiss ich, das allein ist Reichtum, verbunden mit dem Königshaus, die Heid, das ist deine Liebe. Oh, das ist deine Liebe, das bist du, in dem tiefsten weiss ich, das allein ist Reichtum, verbunden mit dem Königshaus, die Heid, das ist deine Liebe. Oh, ich stehe in deiner Liebe, und alle Angst muss weichen, dein Frieden darf ich haben. Du führst mich in Freiheit, in deiner Gegenwart. Ich stehe in deiner Liebe, und alle Angst muss weichen, dein Frieden darf ich haben. Du führst mich in Freiheit, in deiner Gegenwart. Das ist deine Liebe, das bist du, in meinem tiefsten weiss ich, das allein ist Reichtum, verbunden mit dem Königshaus, die Heid, das ist deine Liebe. Oh, das ist deine Liebe, das bist du, in meinem tiefsten weiss ich, das allein ist Reichtum, verbunden mit dem Königshaus, die Heid, das ist deine Liebe. Lobe dich allein, ich lobe dich allein, ich lobe dich allein, ich lobe dich allein. This is a house of worship. This is a place of praise where every demon trembles, where we proclaim your name. This is a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles, and we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles.
resurrection power. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs over even the coldest grave. We sing, come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. We sing, come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your wishing. God, I believe you're working all things for good. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive your wishing. God, I believe you're working all things for good. We sing, come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. We sing, come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Salome keine dumme Zwetschge ist. Das ändert zwar nichts an Gottes Liebe zu dir, aber ich hoffe, es hilft dir gleich ein bisschen, das zu wissen. Wir kommen jetzt zum Kernteil von unserem Gottesdienst, der Zeremonie, wo ihr jeden einzelnen von unseren Teenagern hier oben auf der Bühne sehen. Zugegeben, 4 haben ihr schon gesehen, die hier in der Band mitgespielt haben und euch musikalisch hoffentlich verzaubert haben. Aber wir gehen jetzt zu diesem Zeremonieteil über. Dort wird es so sein, dass wir jeweils den Abschlussvers vorlesen. Zum Teil auch nur einen Teil vom Abschlussvers vorlesen, wie die zentrale Aussage, damit wir nicht ganz so viel Zeit brauchen. Die Teenies werden dann nach und nach vorkommen, werden ein Geschenk überreicht bekommen von ihrem T-Base-Leiter, ihrer T-Base-Leiterin. Leider ist es nicht allen T-Base-Leitern möglich gewesen, um hier hinzukommen, weil die einen noch im Ausland Aufenthalt sind und es darum ein bisschen schwer war, gerade jetzt zu dieser Zeit noch schnell zurückzufliegen von irgendwo mit irgendwelchen Tests. Wäre ein bisschen mühsam geworden, aber sie bekommen gleich natürlich ihr Geschenk überreicht.
Natürlich hoffen wir, dass nicht einfach die Verse für unsere Teenager irgendwie wichtig werden oder zum Leben dazugehören. Es soll auch nicht so ein Orakel sein, wo wir jetzt die Leiterinnen und Leiter rausgesucht haben für sie, sondern es soll dazu dienen, wo Salome gesagt hat in der Predigt, dass es eine Ermutigung sein, dass die Verse dürfen aussagen, wie groß das unser Gott ist und wie sehr, dass er euch liebt und wie wichtig, dass ihr ihm sind. Und ich hoffe, dass auch bei euch daheim im Livestream oder bei euch vor Ort der ein oder andere Vers vielleicht nachgeht oder etwas auslöst. Darum würde ich jetzt das Wort gerne Jessie übergeben, wo wir jetzt mit der Zeremonie starten. Wir fangen an mit dem Daniel Scher. Mein Gott ist meine Zuflucht, meine Burg in sicherer Höhe. Psalm 18, Vers 3. Karin Appert. Durch den Heiligen Geist hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Römer 5, Vers 5. Noel Hoffmann. Ich, der Herr, dein Gott, sehe bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9. Gregory Billiard. Herr, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Psalm 36, Vers 6. Melanie Huwiller. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Judas 1, Vers 2. Lars Schneeberger. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Josua 5b bis 6a. Noemi Altdorfer. Herr, zeige mir, welchen Weg ich einschlagen soll. Psalm 25, Vers 4. Lina Heck. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Lukas 11, Vers 9 bis 10. Philipp Häusler. Ich stehe bei dir, ich behüte dich, wo du auch hingehst. 1. Mose 28, 15. Levin Weber, denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Anja Eugster. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Psalm 36, Vers 10. Alia Ese, er erfüllte alles, was du dir vornimmst. Psalm 20, 5. Gregory Diener. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Jesaja 40, Vers 31. Lea Zürcher. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm Ruhe finden. Psalm 91, Vers 1 bis 2. Elias Ochi. Ich gebe euch meinen Frieden, deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Johannes 14, 27. Jonathan Fuhrer. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg. Sprüche 3, 5 bis 6. Estelle Leandri. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Jesaja 40, Vers 31. Levi Hausermann, freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des Herrn tut.
Sophia Gabriele, ich lehre dich, weise zu handeln und zeige dir den richtigen Weg. Sprüche 4,11. Jovin Hemmi, du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Psalm 25, Vers 5. Selin Wall, lasst uns einander lieben mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. 1. Johannes 3, 18. Elia Brunschweiler, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Johannes 13, Vers 34. Livia Benz, wenn ihr die Liebe habt, wird euch nichts fehlen. Kolosser 3, Vers 14. Jemina Rohner, wer dem Herrn vertraut, dem wird Gottes Liebe umgeben. Psalm 32, 10. Nadine Bunge, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Matthäus 11, 28. Sarah Nussbaumer, von ganzem Herzen freut er sich über euch. Wer euch liebt, redet nicht länger über eure Schuld. Zephania 3,17. Joel Kuhn, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Psalm 18, 29 bis 30. Kimi Russenberger, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Livia Bummeli, liebt ihn von ganzem Herzen und ganzem Willen. Markus 12, Vers 30. Musa Keller, durch den Herrn seid ihr im Licht, darum lebt auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Epheser 5, 8 bis 9. Wir werden jetzt einen kurzen Clip anschauen, um nachher mit der zweiten Zeremonie starten. In diesem Clip werden uns T-Churchler erzählen, was sie an der T-Church vermissen werden. Also, das, was ich am wenigsten vermissen würde, ist, dass wir auch im Worship so aufstehen und dann so rumtanzen und so. Ja, das mache ich nicht so gerne. Ich weiß es nicht, es gibt vieles, was ich vermissen an der T-Church. Ich glaube, es gibt einfach nichts, was ich nicht vermissen werde. Die Leute sind cool, einfach alles ist cool, was da ist. Ja. Was ich nicht vermissen werde, ist eigentlich nichts. Ich habe immer Motivation, um da hinzugehen. Das frühe Aufstehen am Sonntagmorgen immer. Das hat mich manchmal genervt. Eigentlich nichts. Also, ich will glaube auch alles vermissen. Ja, es ist mega cool da und die Leute sind auch mega nett und ja. Das beste T-Church-Erlebnis war sicher die mega lässigen Gespräche, die schönen Predigten und einfach das Hangout, das man geniessen mit allen zusammen. Ja, es gibt viele coole Erlebnisse, wie der Lager zum Beispiel. Auch wo wir zum Beispiel den Tankstelle übernachtet haben. Das habe ich mega cool gefunden. Das war lustig, ja. Meine besten Erlebnisse aus der T-Church sind glaube ich, so die Worship Nights. Um einfach so den ganzen Abend mit anderen Leuten können, gemeinsam Worship machen. Sicher aus Spanien, wo wir am Strand übernachtet haben. Ist, dass wir es immer lustig haben. Wenn man irgendeinen Fehler macht, dann wird man nicht gerade irgendwie erhängt oder so, sondern es ist einfach wie man wird wie aufgenommen, so wie man ist. Worship Nights, weil man dann einfach die Gegenwart von Gott am besten spürt. Mein bestes T-Church-Erlebnis, es gibt viele, aber eines, das immer noch raussteht, ist das Wintercamp, letztes Mal, wo wir es hatten. Im Spaniens-Camp, wo wir einfach am Strand am Abend Worship gemacht haben. Die Momente, wo wir so ein bisschen geblieben sind, sind vor allem so die Lager und die Gemeinschaft miteinander.
Ich habe die T-Base Weekends immer mega cool gefunden und auch die Lager. Also ja, im Lager, wo wir mal dort im Beachcamp waren und nachher am Strand Worship gemacht haben, das habe ich mega nice gefunden. Ich habe einfach die Leute mega cool gefunden. Ich bin auch später dazugekommen und ich bin aufgenommen worden. Ja. Dass wir eigentlich hemmungslos miteinander reden können. Und wir haben es einfach immer lustig miteinander. Wir haben nie irgendwie Probleme oder so, oder Streit. Ich glaube, das war, als ich mal mit Kolleginnen so beim Führer war und wir halt echt coole Gespräche hatten. Noch zu der Predigt halt, ja. Ich glaube, das ist das, was ich echt cool gefunden habe. Ich glaube, das beste T-Church-Erlebnis waren immer die Camps, weil ich das einfach immer eine mega gute Gemeinschaft gefunden habe. Gute Zeit mit Gott und ja, das einfach immer eine mega Party war auch. Am meisten geblieben sind mir so einzelne Predigen, wenn sie mega coole Message hatten oder einen coolen Vers. Und das Hangout, vor allem im Sommer, so noch draußen sein, essen, Gemeinschaft geniessen, coole Gespräche haben. Wir hatten mega viele interessante Diskussionen, also auch voll die verschiedenen Themen. Und ja, jeder hat eine andere Meinung und das ist manchmal auch interessant. Ja. Dass ich richtig gute Kollegen habe und für mich immer da sind. Ja, ich glaube, ich habe extrem viel lernen und auch extrem gute Freundschaften knüpfen in der T-Base. Ja, die Gemeinschaft und halt, ja, dass man so voll aufgenommen worden ist und einfach auch so Erlebnis mit Gott. Zum Teil einfach auch so der Gottesdienst an sich, so die Predigten, wo man so ein bisschen selber überrascht wurde, weil man mega viel von diesen Sachen hat mitnehmen und auch der Worship. Ich glaube, das meiste, was mir geblieben ist, sind so die Diskussionen, die wir geführt haben über Themen, die vielleicht auch strittig sind oder einfach das, was irgendwie mich geprägt hat, wenn ich denke über andere. Dass man ehrlich sein und alles erzählen, was in deinem Herz liegt, und sie können dich auch helfen. Das Beste habe ich gefunden, dass es so einen guten Mix hatte zwischen ernst, also wirklich seriös über Gott reden und über Probleme, dass man auch Probleme ansprechen kann. Aber dass es auch immer eine mega lustige Truppe war mit einem sehr coolen Leiter. Viel ist geblieben. Die Leute, Gottesdienst, Worship, ist alles, hat mich ein bisschen geformt, wenn man das selbst sagen ja. Eigentlich immer der Sonntagmorgen, weil mit der Gemeinschaft. Das Coolste an meiner T-Base-Gruppe war einfach, dass wir einfach immer über alles reden konnten und gemeinsam im Glauben unterwegs waren. Gemeinschaft allgemein, sicher die Lager, das hat auch mega geprägt und ja. Die Gemeinschaft, die wir hier haben und auch die coole Predigten und der Worship auch. Ich würde sagen, am meisten sind mir die Freundschaften geblieben, die ich bilden bei uns in der Gruppe. Ja. Am meisten geblieben aus der T-Church und T-Base sind mir die Predigten, die Worship Night und einfach die lässige Gemeinschaft. Wir starten den zweiten Teil dieser Zeremonie mit dem Fabian Truninger. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Jesaja 41, Vers 10. Anina Benz, vertraue dem Herrn deine Pläne an. Er wird dir Gelingen schenken. Sprüche 16, Vers 3. Moira Mozza, der Herr ist ein schützender Fels, ich preise ihn. Psalm 18, 47. Salome Yildiz, lass uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. 1. Johannes 4, Vers 7. Delia Kast, glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden. Psalm 84, Vers 6. Jan Kuhn, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Jesaja 41, 10. Baniato. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Philipper 4, Vers 6 bis 7.
Lynn Osenberg. Herr, unser Gott, zeige uns deine Güte. Psalm 90, 17. Marius Rögeme. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Luana Schlatter. Seid wachsam und steht fest im Glauben. 1. Korinther 16, Vers 13. Lisa Isler, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Psalm 32, 8. Joshua Fitch. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Sprüche 3, 5 bis 6. Selina Lehmann. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, Vers 1 bis 2. Noel Poos. Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschütten. 2. Korinther 9, 8. Anna Sigrist. Ertragt einander voller Liebe. Epheser 4, 2 bis 3. Alan Rutz. Wer mir folgt, habt nicht mehr im Dunkeln. Johannes 8, Vers 12. Eliana Moldovani. Gott hat uns einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben. 2. Timotheus 1, 7. Salome Murph. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Jesaja 43, Vers 4. Silas Habecker. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Jesaja 54, Vers 10. Milena Spiess. Vertraue auf den Herrn, sei stark und mutig. Psalm 27, 14. Timon Abt, du führst mich den Weg zum Leben. In deiner Nähe finde ich ungetrübte Freude. Psalm 16, Vers 11. Lois Lehmann. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Epheser 5, Vers 8 bis 9. Aaron Odermatt. Der Herr befreit mich und hilft mir. Psalm 27, 1. Anuk Habecker. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19. Tim Kuhn. Meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Jesaja 54, Vers 10. Mila Schüppach. Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Sprüche 21, 21. Lina Miller. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16. Simona Steinmann. Ruf mich an, dann will ich dir antworten. Jeremia 33, Vers 3. Gebt doch den Teenagern noch einen herzlichen Applaus.
Wir wollen in eine Zeit hineingehen, wo wir Gott bitten um ein Segen für unsere Teenager. Das macht man leicht anders als andere Jahre für die schon mal an einem T-Base-Abschluss waren, weil das aktuelle Schutzkonzept lässt nicht zu, dass wir uns da rein bewegen und dann so Kreise bilden, um ein Segen zu geben. Aber wir wollen gleich die Zeit nutzen, weil wir glauben, es ist wichtig, dass so für den nächsten Startschuss, für die nächste Lebensphase, es dürfen mit einem gestärkten Segen zurückgehen in euren Alltag, dort, wo ihr seid. Wir machen das am Platz, dort, wo ihr seid, wo ihr dürft so beten, wie euch das wohl ist. Ihr dürft laut oder leise beten. Das Piano wird ein bisschen im Hintergrund sein und ich mache dann irgendwann ein Abschlussgebet. Falls du am Livestream zuschaust und vielleicht mehr ein Interessierter bist, dann darfst du natürlich auch sehr gerne einfach für die generelle Teenagerarbeit beten oder jetzt für die Abschlüssler. Ein Segen zu geben ist nichts anderes, als einfach Gutes zu erbitten von Gott und ihnen das Beste zu wünschen für ihr Leben. Ja, Herr, ich danke dir für jeden einzelnen Teenager, der heute Abschluss macht. Und ich danke dir für all das, was sie haben von dir gesehen, von dir irgendwie lernen und erkennen und für all das, was sie mit dir erlebt haben. Ich bitte dich, dass du immer bei ihnen bist und sie mit deiner unendlichen Liebe überschüttest, du sie annimmst und liebst, so wie wir es gehört haben von der Salome, dass sie das dürfen erleben und erfahren in ihrem eigenen Leben. Amen. Ich möchte euch auch ermutigen, falls ihr jetzt sagt, ihr geht nachher noch weiter mit der Family und euch das wichtig ist, dass ihr vielleicht doch noch den Teenager mitnehmt und für ihn betet oder generell ein Segen sprecht. Das ist sicher etwas mega Cooles und Ermutigendes für Teenager. Wir gehen langsam Richtung Ende zu. Aber bei dieser Gelegenheit will ich es mir nicht nehmen lassen, um all diesen Leitern zu danken, die Sonntag für Sonntag oder je nachdem sogar Freitag für Freitag am Sonntag viel zu früh aufgestanden sind und am Freitag viel zu spät ins Bett sind jeweils. Und um das möglich gemacht haben für die Zeit, die die Teenager hier erlebt haben. Bitte gebt doch mal all diesen Leitern einen herzlichen Applaus. Hast du nicht gewusst, dass ich noch komme? Und zwar ist es mit uns nicht möglich, aber genauso nicht möglich mit dir, um die ganze T-Base zu machen. Und darum müssen wir mega fest dir Danke sagen. Die es nicht wissen, der Krigi wird T-Base der Salome übergeben. Und er hat fast 10 Jahre, wenn nicht sogar 10 Jahre, die T-Base gemacht. Und das ist also ein Applaus wert, bitte. Genau. Und wir haben einfach als Leiter einfach zusammengelegt und für dich das ist jetzt das Kärtchen, weil Big Burger von Vinti hat leider gefunden, nein Madeleine, wir liefern dir deine Gutscheine bis am Samstag und darum wird es kommen, wenn ich es dann habe und dann werde ich es dir übergeben. Genau. Was aber auch noch ist, Salome hat das alles eingefädelt, sie weiß aber auch nicht, dass sie schnell auf die Bühne kommen darf und auch ihr Danke gesagt wird. Komm bitte schnell dafür, Salome. Auch ein Applaus für Salome!
Genau, wir sagen auch dir ganz herzlich Danke einfach für alles, was du in der T-Church machst, dass du dich jetzt schon auch dort reingehst und auch die T-Base wirst so schmeißen, wie du einfach halt bist. Genau, und für dich hat es auch ein Kärtchen, dies ist angekommen, dies ist drin. Genau, aber einfach ein riesen Danke für euch beide, weil ohne euch wäre das alles auch nicht möglich. Und darum ja, danke. Danke viel mal. Das genieße ich natürlich sehr, mal bei Big Burger zu stellen in dem Fall. Was sicher mega nice wäre oder cool wäre für all die Leiter, die jetzt eure Teenager begleitet haben, wenn ihr sie mal noch seht, nachher draussen oder so, oder mal dazukommen, um ihnen ein WhatsApp zu schreiben, haben sie sicher auch mega Freude, mal etwas zu hören von euch als Ermutigung. Weil als T-Base-Leiter ist es je nachdem schon so, dass man über Jahre aufsteht am Sonntagmorgen und vielleicht nicht jedes Mal die motivierteste Truppe vor sich hat oder auch nicht immer gerade Fortschritt sieht von Sonntag zu Sonntag. Und das wäre sicher mega cool. Ich möchte auch an dieser Stelle Danke sagen an die ganze Technik und an alle Leiter, die es geschafft haben, innerhalb etwa 48 Stunden das Ganze nochmal umzuorganisieren, alles bereitstellen, dass wir da so eine hybride Lösung fahren können, dass ihr doch da innen auch die super Einblender habt und wisst, wie die Teams auch aussehen auf Fotos, gross und so weiter. Darum gebt doch all denen, die das möglich gemacht haben, dass ihr heute da seid, einen herzlichen Applaus. Wir gehen nochmal in einen Worship-Song mit unserer grandiosen T-Base-Abschlussband und geniessen es. We are
das, was wir machen, Woche für Woche, T-Church und T-Base oder auch so ein T-Base-Abschluss, wäre nicht möglich ohne die nötigen Finanzen. Als Freikirche sind wir auf Spenden angewiesen, von freiwilligen Spenden. Also wir sind nicht irgendwie staatlich subventioniert oder so, sondern das sind freiwillige Spenden, die dahinter sind. Und ihr dürft jetzt auch, wenn ihr das wollt, das ist absolut freiwillig, etwas dazu beitragen. Ihr seht hier einen QR-Code hinten eingeblendet. Den könnt ihr auf einer Webpage, wo ihr dürft auswählen, wie ihr jetzt zum Beispiel würdet spenden, via Twint oder Postkonto oder wie auch immer. Oder für euch hier vor Ort hat es auch an den Ausgang so Kollektentöpfe, wo ihr etwas reingeben dürft. Wir sind dankbar für alles, was ihr gebt. Danke vielmals. Ich darf euch noch über ein paar Sachen informieren. Und die ersten paar Infos gehen gerade an die Jugendlichen selber oder vielleicht auch Freunde und Freundinnen von unseren Abschlüsslern. Und zwar haben wir in der ersten Sommerferienwoche vom 17. bis 24. Juli ein T-Church Summer Camp. Und wir haben ja gehört im Video, dass die Camps immer wieder eine gute Sache sind oder etwas ist von dem, was geblieben ist. Der Anmeldeschluss für das ist morgen bis Mitternacht. Dann, das Zweite ist jetzt für die etwas älter sind oder den Abschluss eigentlich letztes Jahr gehabt hätten. Es findet nämlich gleichzeitig oder fast gleichzeitig einen Tag später, 18. bis 24. Juli, ein My Church Summercamp statt für die eben schon ein bisschen älter sind. Dort ist der Anmeldeschluss am 1. Juli. Falls du dich jetzt fragst, T-Church, das ist doch gar nicht zu der Parkarena und wir haben gar keinen authentischen Einblick bekommen in das, was wir da machen, dann darf ich dich informieren, dass wir über Instagram und TikTok präsent sind und du dort einen Einblick bekommst in unsere Arbeit und was so abgeht, Freitag für Freitag oder auch in den Camps und was wir dort so machen und dass es eine lässige Sache ist schlussendlich. T-Church findet immer am Freitag um 7:30 statt. Also du bist herzlich eingeladen, zum einmal vorbeischauen. Und My Church immer am Sonntagabend um 6 Uhr. Beides im -2 gerade da gegenüber im Keller unten. Der T-Base-Abschluss, die Frage ist schon ein paar Mal auftaucht, wird sicher noch bis am nächsten Dienstag online sein auf dem GVC Winterthur YouTube-Kanal. Das heisst, wenn du jetzt Verwandte, Bekannte hast oder Interessierte, die das gerne nachschauen würden, dann darfst du ihnen das sehr gerne so mitteilen. Falls die Anfrage wäre, dass wir auch den Abschluss sonst noch bereitstellen, dann könnt ihr uns gerne schreiben und wir schauen, dass das möglich wird. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, danke vielmals, sind ihr dabei gewesen. Danke für eure Flexibilität, dass wir so kurzfristig die Parkarena füllen nach Kapazitätsvorgaben. Und ja, geniesst euer Fest noch, feiert eure Teenager, stellt sie mit. Tschüss zusammen. I've been trying to figure out what it means to be human, flesh and bone, the spirit and the soul. If I cannot earn your love by trying to measure up, why do I think I'd lose it in the lows? Somehow you see through my heart and you welcome me with open arms, just as I am, in the good and the bad. You still understand, and you never stop loving me, just as I am, with the heart of the Father
I'm wondering, always knowing what I need. With a gentle hand, you show me where to go. No, there hasn't been a moment you weren't calling out to me. I heard your voice and now I'm coming home. Just as I am, in the good and the bad, you still understand that you never stop loving me. Just as I am, with the heart of the Father and grace like no other. Oh, you never stop loving me. Oh, just as I am. I just want to say thank you.